Und da kann ich noch mal ruhig Zahlen zur Hand hören. Am Bericht die luxemburgische Landwirtschaft in Zahlen aus dem Jahr 2020 steht, dass die Landwirtschaft in der Andelen von rund 6,5% von der gesamten CO2-Gasemission zu Lützeburg hat. 8% vom gesamten Wasserverbrauch zu Lützeburg geht auf die Landwirtschaft zurück. Und der vorbildliche Wert, wenn ihr bedenkt, dass der Wasserverbrauch durch nicht aufgerechnet Wasser, zum Beispiel durch Leck an der Leitung, sogar am Haus lädt. Wir setzen also dafür an, dass Bauern nach außen hin positiv durchgestartet gehen. Sollen also nicht urteilen über das Bauern, ohne Arabisch zu verstehen und zu kennen. Das liegt für nichts, dass viele Bauern bei Demonstrationen Pannen auf ihrem Traktor gepusht haben, wo drauf stand, sie sehen nicht, sie ernten nicht, aber sie wissen alles besser. Die europäische Agrarreglementation wird den Ländern imposiert. Daxan sieht zu man Spielraum an zu wenig Flexibilität. Da muss ich auch die Vielfalt oder die Natur von den einzelnen Regionen auch mal berücksichtigen. Allerdings wünsche ich mir selber von der europäischen Agrarpolitik, dass sie für an allem dem Fett Rechnung dreht, dass man eine gewachsene Bevölkerung muss ernähren. Es kennt den Heinz du bist so viel, wie wir mal aus den Augen verlieren, dass die EU gerade durch zu Lützeburg ganz hochwertig Lebensmittel produziert gehen. Das sind noch Kriterien, die schon ganz streng sind, auch für die konventionelle Landwirtschaft. So ist es zum Beispiel der Fakt, dass die Lützeburger Landwirtschaft stark auskriecht als die Milchproduktion. Hier kann man von einer richtigen Erfolgsgeschichte schwätzen. Den CO2-Fußabdruck für ein Liter Milch ist in Lützeburg historisch niedrig. Egal, ob man von der Biolandwirtschaft oder von der konventionellen Landwirtschaft schwätzen, etwas als klar, Klima- und Naturschutz geht just mit den Bauern, mit den an die Dänste. Über 50% von den Flächen hier am Land sind Dauergrünland und müssen kultiviert gehen. Zum Teil auch durch Spechten, die auf diesen Flächen weiden. Mir wird nicht allzu viel bekannt, dass auch sie drohen zur Artenvielfalt bei. Teile von Besten an Produktion von hochwertigen Fleischwaren müssen weg dahin hier Platz zu Lützeburg haben. Als Bauern schaffen wir schon seit Jahrhunderten mit der Natur zusammen und nicht gegen die Natur. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will hier einfach der Deutlichkeit mal so, dass als Bauern und die konventionelle Landwirtschaft schon am Hinblick auf den Natur- und Klimaschutz eine absolut vorbildliche Rolle spielen und all als Respekt verdient. Als landwirtschaftliche Akteure bringen es fertig, gesund und hochwertig Lebensmittel zu produzieren. Sie machen das auf eine nachhaltige Manier, am Respekt von Natur und deren Schutz. Das soll man klipp und klar am Kopf behalten, ehemals Bauern immer mit neuen ideologischen Fehlschriften drängen. Das ist ein Dialog mit den Bauern, Gärtner und Winzer, den A und O. Die Erfahrung Terra als nicht theoretisch oder bürokratisch Wissen zu ersetzen,